Dankeschön. Ja, Sie wissen es wahrscheinlich selber, wir leben gerade in Zeiten, wo ganz viel gestritten wird, die Generationen streiten, die Jungen schimpfen auf die Alten auf die Jungen. Und ich kriege das total mit, weil ich wohne in einem Mehrgenerationenhaus. Das heißt, im Erdgeschoss ist Oma, im Zwischengeschoss ist der Papa und ich und im Dachgeschoss ist meine Schwester mit den Kindern. Also 4 Generationen unter einem Dach. Und ich finde es aber so spannend, wenn man die Stockwerke wechselt, das ist für mich immer wieder eine Zeitreise. Jo, in jedem Stock stinkt es anders. Das ist interessant, wie sich der Geruch des Menschen im Laufe der Jahre verändern kann. Und ich habe aber gesagt, bevor wir daheim streiten, schauen wir erst einmal, was man von der anderen Generation lernen kann. Weil ich habe so viel gelernt von meiner Oma. Sie das ganze Kochen, Backen, habe ich alles von der Oma gelernt. Und die Kochschule von meiner Oma war nicht immer einfach. Da sind auch oft Weltanschauungen aufeinander geprallt. Weil wissen Sie, ich bin ein Mensch, ich brauche beim Kochen klar und deutliche Mengenangaben. Meine Oma nicht. Ich glaube, Mengenangaben, das ist für meine Oma sowas wie Fake News, die glaubt an das nicht. Weil da haben wir mal einen Nusszopf gebacken. Nusszopf kennen Sie, oder? So Hefen dort mit der Nussbatz drin, haben wir gebacken. Und in der Mengenangabe vom Mehl steht im Rezept von meiner Oma 2 Hände voll. Da sage ich, Oma, was meinst denn du für Hände? Meinst du deine kleinen zierlichen Hände? Meinst du die großen Baumbratzen vom Papa? Oder meinst du die Hände vom Opa? Weil da braucht man mehr Mehl, dem fehlen da 2 Finger, da rinnt alles durch. So. Weil wann weiß denn ich sonst, wann ich nur Mehl habe? Aber da kommt die nächste Mengenangabe von der Oma. Ja, das 6 dann schon. Und so geht's dann weiter. Beim Salz eine Prise, beim Eierlikör nach Belieben. Und bei der Backzeit, wenn es raucht, war es zu lang. Mittlerweile glaube ich sogar, meine Oma kennt das Rezept selber nicht. Ich glaube, das hat sie auch von ihrer Oma damals übermittelt bekommen. Die sagt, kein Mensch hat das jemals aufgeschrieben, jetzt war das eher so eine Art stille Post. Weil das hat sich auch im Laufe der Jahre immer wieder verändert, das Rezept. Weil der eine hat wieder was dazu, der andere hat wieder was weg da. Mittlerweile glaube ich sogar, unser heutiges Nusszopfrezept war früher Apfelstrudel. Wirklich? Und was auch so schön ist in einem Mehrgenerationenhaus, man sagt auch, wie sich die, ja ich weiß gar nicht, wie sagen soll, die Backkunst im Laufe der Jahre verändert. Weil während meine Oma im Erdgeschoss in jedem Kuchen mindestens ein Backel Zucker verwerkt, hat sich der Zucker im Dachgeschoss bei meiner Schwester in einen Agavendicksaft verwandelt. Weil meine Schwester backt nur noch zuckerfrei und das Schlimme ist, man sägt die Kuchen an. Das sind zum Teil so runzlige Klumpen dort. Du, der Kuchen, der schaut mich manchmal an, wie wenn er selber sagen darf, mei, ich darf mich auch nicht fressen. Wirklich? Und immer. Und immer, wenn ein Geburtstag ins Haus steht, dann sagt meine Schwester dabei, mei, ich kann den Kuchen backen, ich kann den Kuchen backen. Und alle anderen dabei, lass stecken. Hey, schnitz dein Kohlrabi. Nein, aber sie meint es ja gut. Ich meine, Zucker, das wissen wir alle, es ist nicht das Gesündeste auf der Welt und meistens isst man sauber zu viel davon, aber sie nervt mich manchmal, weil sie rennt immer so total dogmatisch durchs ganze Haus. Sagt sie dabei, also meine Kinder leben zuckerfrei, meine Kinder haben keinen Kontakt zum Zucker. Aha. Ich weiß gar nicht, was die glaubt, was die Kinder fressen, weil sie unten bei der Oma sind. Was? Da gibt es auch Schokolade und Eis und Gummibärli. Und bei mir im Zwischengeschoss kriegst du dann alle eine Mundspülung, dass meine Schwester nichts mehr riecht davon. Ja.